Grüezi miteinander. Da ist der Geschwind. Und natürlich der Alois. Oder der Herr Knüsli, weisst du, die kennen mich eben nur als Knüsli, weisst Aber ich darf dir doch schon Alois sagen. du. Ja, aber nicht in der Öffentlichkeit, weisst du. So, und jetzt müssen wir uns begrüßen. Wir begrüßen euch ganz herzlich. Ja, vielleicht hättet ihr jetzt auf den Knüsli und den Geschwind erwartet, weil ihr ja die Stimmen gehört habt, die ihr begrüßt habt. Ihr habt uns geschrieben, dass ihr die beiden mega fest vermisst. Und wir wollten euch wissen lassen, dass sie bestimmt wieder mal kommen. Nur im Moment haben wir die Sendung noch ohne die beiden. Ja, aber wir sind dafür da. Und schön bist auch du dabei. Wir sind da und zwar für dich. Oder sind wir für uns da? Nein, wir sind doch wegen dem schönen Studio da. Also ich bin wegen dem Lohn da. Aber Nathalie, es gibt doch gar keinen Lohn. Stimmt. Nein, ich bin natürlich nur da, damit die zwei Kameramannen nicht alleine sind, oder? Weil sonst wäre ja fies. Genau. Ja, warum sind wir überhaupt da? Der Grund ist Jesus. Er liebt uns. Und wir wollen das einfach auch immer wieder zueinander sagen. Jesus liebt dich und er liebt auch mich. Ja, und das singen wir jetzt dann auch gerade in dem Lied. Und es geht so. Wir müssen schnell schauen, dass ich es richtig sage. Genau, zuerst kommt, wir singen «Jesus kam für dich». Dort zeigst du auf deine Geschwister, auf deine Eltern oder auf die Christina und den Micha auf eurem Bildschirm. Und dann kommt «Jesus kam für mich». Und dort zeigst du auf dich selber. Ja, und stellen wir doch gerade auf und singen zusammen das Lied. Jesus kam für mich, Jesus kam für mich, Jesus kam für uns als Retter und Retter. Jesus kam für mich, Jesus kam für mich, Jesus kam für dich und mich. Er ist Herr der ganzen Welt, darum hat dich gewählt. Stell ihn zu, der wir sind. Jesus kam für mich, Jesus kam für mich, Jesus kam für uns als Retter und Herr. Jesus kam für mich, Jesus kam für mich, Jesus kam für dich und mich. Für die Schuld der ganzen Welt machte er sich alle Welt, starb am Kreuz, damit ich Jesus kam für mich, Jesus kam für mich, Jesus kam für uns als Retter und Herr. Jesus kam für mich, Jesus kam für mich, Jesus kam für dich und mich. Wir sagen dir da, dass Gott uns liebt. Und wie hat auch Cori ihre Familie gemacht? Weil ihnen ist das mega, mega wichtig, dass das mega viele Menschen erfahren können. Ich bin mir nicht sicher, wie viele das heute noch so machen würden, wie sie das gemacht haben. Aber was machen sie denn? Vielleicht kannst du dich erinnern, wir hatten einmal eine Sendung gehabt, die heisst «Daheim ist es am schönsten». Die haben wir aufgenommen bei mir daheim. Ich war sogar zuerst am Anfang noch draussen auf meinem Lieblingsplatz. Das war richtig schön. Und ja, ich bin gespannt, wie es bei dir daheim aussieht. Dein Zimmer oder dein Haus, deine Wohnung. Wie hast du sie eingerichtet? Was hast du für Spielsachen? Wo hast du das Bett angestellt und so weiter. Es wäre jetzt mal sehr interessant, das zu sehen, das ein bisschen zu schauen. Jetzt da sind wir auch in einer Wohnung. Es ist nicht meine Wohnung, es ist eine andere Wohnung, ein älteres Haus. Ich weiss nicht genau, wie alt das ist, aber du siehst es da, so einen schönen Kachelofen, einen älteren Tisch, alles so ein bisschen von früher, aus früheriger Zeit, aber wunderschön noch gemacht. Und vielleicht ist es so ganz ähnlich wie dort, wo Cori gewohnt hat. Kannst du dich erinnern, Cori, letzten Sonntag, hast du das gehört? Hat der Rebecca angefangen zu erzählen von dieser Geschichte, von der Cori ten Boom. Und sie hat auch vor vielen Jahren gelebt. Und vielleicht hat es eben dort ganz ähnlich ausgesehen. Sie haben sicher auch einen Tisch gehabt, wahrscheinlich noch einen grösseren Tisch, als es jetzt hier hat, weil ihre Familie sind schon einige Personen gewesen. 9 Personen, also die Eltern, 4 Kinder und 3 Tanten haben dort gelebt. Und dann haben sie auch oft immer wieder Gäste gehabt, also haben sie sicher Platz gebraucht, einen Tisch. Oben in den oberen Stöcken hat es Zimmer gehabt, zum Schlafen. Das Haus von der Cori war mitten in der Stadt. Das Haus, wo wir da sind, ist eben auch ein altes Haus, aber das steht auch nicht in einem Dorf. Da rundherum ist auch die Stadt gewachsen. Aber das Haus von der Cori, das ist noch viel mehr, ganz wirklich im Zentrum, in der Altstadt inne.
Dort hat Cory gelebt, dort ist sie aufgewachsen, dort ist sie gross geworden mit ihrer Familie. Der Vater von der Cory, der war ein Uhrmacher, hat selber Uhren hergestellt, geflickt, repariert. Und für die Uhren hat er immer wieder auch Ersatzteile gebraucht, um die Uhren zusammen zu machen. Die Ersatzteile hat er aber nicht einfach so bestellen irgendwo in einem Laden oder bei der Post und dann sind sie ihm geschickt worden. Nein, er hat oftmals eben in die Läden selber gehen, die Teile holen. Und auch jetzt war wieder der Moment, wo er hätte in die Stadt, in die grössere Stadt, auf Amsterdam. Cory war eine Holländerin, hätte er also auf Amsterdam wieder ein paar Läden besuchen und Teile kaufen. Und einmal hat Cory mit. Der Vater hat gesagt, Cory, du darfst mitkommen. Bist du bereit? Komm, wir gehen. Und Cory hat sich natürlich gefreut, alleine mit dem Vater zu gehen. Und so hat sie sich bereit gemacht und zusammen sind sie losgezogen. Mit dem Zug sind sie von ihrer Stadt auf Amsterdam gereist. Das war wunderschön. Cory hat das geliebt. Zum einen mit dem Vater zusammen, zum anderen aber auch im Zug sitzen und rausschauen und etwas anderes sehen. Die ganze Zeit ist sie im Fenster geguckt und hat rausgeschaut und hat einen Haufen Sachen entdeckt, die dort aussen dran waren oder die vorbeigeflitzt sind. Und es ist nicht lang gegangen, vielleicht etwa eine halbe Stunde, und so sind sie in Amsterdam dann angekommen. Der Bahnhof dort in Amsterdam ist direkt am Hafen gelegen. So haben sie also auch dort wieder viele Sachen gesehen. Schiffe, grosse Schiffe, die dort gefahren sind, haben sie entdeckt und es war richtig spannend für Cory. Es hat dort auch so einen hohen Turm gehabt und oben am Turm hat es eine ganz besondere Uhr gehabt. Und ich muss sagen, ich kann mir selber auch nicht so recht vorstellen, wie die genau war, aber ich habe gelesen, dass die Uhr hat so 2 Zeiger hatte und immer wenn sie zuoberst waren, um 12, Punkt 12 sind sie gerade oben gewesen, und dann sind die irgendwie oben runtergeklappt worden. Also es war ganz etwas Spezielles gewesen, um das zu beobachten. Und der Vater, ja eben, du weißt ja, Uhrmacher, das hat ihn natürlich ganz besonders interessiert. Und das hat er nicht verpassen, um 12 Uhr dann das zu beobachten. Und darum hat er und Cory, seine Tochter, beschlossen, komm, wir pressieren ein bisschen, wenn wir die verschiedenen Läden besuchen und gehen einkaufen, damit wir nachher um 12 Uhr dann pünktlich da wieder zurück sind und das auch sehen. Ja, so sind sie also gegangen und haben die verschiedene Läden besucht. Das sind die meisten sind Freunde vom Vater, er hat viele schon gekannt und die meisten sind auch Juden die die Geschäfte hatten. Juden, das sind ja die Leute vom Volk Israel. Und viele Juden haben dort in Amsterdam auch gelebt. Und so hat er einen Besuch und für Cory war etwas besonders schön. Und zwar hat sie nämlich bei vielen von diesen Leuten Schleckwaren bekommen, Süßigkeiten. Das wäre jetzt ein Grund, dass ich auch gerne hergehen würde. Zum Beispiel Sugus, die roten Sugus, die habe ich besonders gerne. Oder auch die, ich weiss nicht, ob du die kennst, so Fröschli, so grüne Fröschli, die sind ganz fein. Ich weiss nicht, was du für Süßigkeiten gerne hast. Vielleicht alle. Ja, Cory hat sich dort jedenfalls gefreut. Und wo sie dann alles gekauft haben, sind sie wieder zurück zum Bahnhof. Weisst du noch? Damit sie eben den Zeiger gesehen, der dann oben runterklappt. Das haben sie auf keinen Fall verpassen. Und pünktlich sind sie zurückgekommen und haben geschaut, haben gewartet, aufgeschaut, gespannt geschaut, was passiert jetzt. Und der Vater von der Cory hat auf seine Uhr geschaut. Seine Uhr ist auch sehr genau gegangen. Aber diese Uhr hier in Amsterdam, die ist noch genauer gewesen. Und so hat er genau mit seiner Uhr dann verglichen, ob sie passt, ob sie stimmt. Und gewartet, ganz gespannt haben sie gewartet. Jetzt kann es nicht mehr lang gehen, jetzt ist schon gerade 12 Uhr. Und jawohl, jetzt war es so wie gewesen. Die Zeiger sind runtergeklappt. Und der Vater hat entdeckt, meine Uhr geht 2 Sekunden hinten an. Oh, sofort hat er das aufschreiben, dass seine Uhr 2 Sekunden hinten angeht. Dass er dann daheim die Uhr richtig einstellen kann. Ja, wir möchten an dieser Stelle jetzt ganz schnell etwas machen. Und zwar ein kleines Spiel. Wir machen Zeitschätzen. Vielleicht kannst du das daheim auch für dich machen. Zeitschätzen. Und zwar, der Josh, er tut mir Start sagen. Und meine Aufgabe ist, sagen wir jetzt mal 20 Sekunden, tut er laufen lassen. Und ich muss sagen, wann sind 20 Sekunden um?
ich sage dann, stopp, jetzt sind 20 Sekunden oder ich denke es. Und der Josh ruft dann, wie viel das es wirklich sind. Vielleicht kannst du das auch machen oder kannst ein bisschen länger. 20 Sekunden ist noch nicht so schwer. Kannst du mit einer Minute machen oder eine andere Zeit. Also, wir probieren es mal. Er ruft mir Start und ich sage, wenn 20 Sekunden vorbei sind. Start. Stopp! 16 Sekunden. 16 Sekunden! Oh, das ist ein bisschen schön daneben. Viel zu schnell zählt. Also, ich bin gespannt, auf wie viel du kommst. 16 Sekunden, ja. Gut, gehen wir weiter. Der Vater und Cory haben also das erlebt gehabt. Und zusammen haben sie sich dann wieder auf die Rückreise gemacht zu der Familie in ihr Haus zurück. Und auf dem Weg haben sie viel geplaudert in dieser Zugfahrt. Und Cory war so glücklich, dass sie einmal den Vater einfach für sie alleine hat. Und dass nicht alle anderen dabei sind. Vor allem auch Tanten. Bei ihnen die haben eben auch Tanten gewohnt, dass die nicht dabei sind. Weil sonst schwätzt der Vater oder die Tante schwätzen nur die miteinander und Cory ist nebendran. Und jetzt hat sie den Vater mal richtig für sich alleine gehabt. Ist das schön gewesen. Weil der Vater, der hat einfach mit ihr geredet. Er hat auch die Fragen, die sie gestellt hat er überhaupt nicht komisch gefunden. Er hat ihr immer ganz freundlich und ehrlich eine Antwort gegeben, hat sie nie ausgelacht, er war einfach für sie jetzt da gewesen. Cory hat das aber auch noch an jemand anderen erinnert. An jemand viel Grösseres, jemand Wunderbares, oder an einen wunderbareren Vater, nämlich an Gott im Himmel. Er war auch ihr Vater gewesen, weil sie seinem Sohn Jesus Christus gehört. Ja, sie hat geglaubt, dass es Jesus gibt, dass er gestorben ist für sie und dass er wieder auferstanden ist. Dass er ihre Sünden weggenommen hat, vergeben hat, das hat sie von Herzen geglaubt. Ja, und dadurch ist Gott eben ihr Vater geworden oder ist sie zu seinem Kind geworden. Und sie war auch dort so froh gewesen, weil mit Gott hat sie auch alles reden. Mit Gott kannst auch du alles reden, wenn du zu ihm gehörst. Wenn du auch an ihn glaubst, du darfst mit ihm alles besprechen, darfst ihm alles sagen, was in deinem Herzen ist. Und er lacht dich auch nie aus. Er hat immer Zeit, noch viel mehr Zeit als ein Vater auf der Welt. Gott ist immer da. Er ist immer für seine Kinder da. Wenn du an ihn glaubst, dann darfst du sein Kind sein. Er lacht dich nie aus. Er tröstet dich. Er lässt dich nie im Stich. So ist Gott, der Vater im Himmel. Und Cory hat das gewusst in ihrem Herzen. Und darum hat sie wie zwei Väter gehabt. Der eine Vater auf der Erde und der andere Vater Gott im Himmel, der über ihr gewacht hat. Wo sie dann heimgekommen sind, in ihr Haus, da war Tante Anna wieder am Kochen. Oder sie war eigentlich schon fast fertig. Wie immer, Tante Anna war zuständig für das Essen. Und sie hat dann mal wieder etwas ganz Feines gekocht. Obwohl, müssen wir sagen, es war für sie eigentlich ganz schwierig, weil sie nicht viele Sachen hatten. Ein bisschen Fleisch, ein halbes Kilo Fleisch, ein paar Herdöpfel und ein bisschen Gemüse. Und das musste lange für die ganze Familie, eben für 9 Personen, habe ich gesagt. Und dann ist dazu gekommen, dass manchmal auch noch Gäste gekommen sind, Besuch ist gekommen. Und das war zum Teil dann ganz schwierig, da für alle zu kochen oder so zu kochen, dass alle genug zu essen haben. Wir sehen da, ist auch schon schön getischt. Da der Topf mit der Suppe drin. Und jetzt musst du dir vorstellen, Tante Anna war da und jetzt plötzlich kommen noch 2 weitere Gäste. Schaut sie ihr. Oh, du, das lange gar nicht. Was mache ich jetzt? Und schnell hat sie einen Trick gemacht. Sie haben nämlich einfach da ein bisschen Wasser genommen, Krug Wasser. Und hat noch ein bisschen mehr Wasser in die Suppe oder in den Suppentopf eingeleert. Vielleicht hat sie noch heimlich einen Herdöpfel geschält und dann noch ein bisschen eingeschnäffelt. So ist es noch ein bisschen mehr geworden. Aber natürlich ist es noch viel verdünnter geworden. Ja, und so hat sie immer irgendwelche Tricks noch gehabt. Aber die Leute hat das überhaupt nicht gestört. Sie haben es schön zusammen, sie haben miteinander eine schöne Gemeinschaft gehabt und haben geredet. Und auch wenn die Suppe jetzt halt ein bisschen dünner ist oder wenn es für jeden ein bisschen weniger Fleisch gibt, so sind sie gleich einfach dankbar gewesen. Und Tante Anna, die hat für das, dass sie immer so fein und gut gekocht hat, dass sie ihr das Beste gegeben hat sie einmal einen kleinen Lohn bekommen. Aber wenn der Vater einmal die Rechnungen zahlen wieder,
beim Bäcker, beim Metzger und so weiter. Dann hat er oftmals eben kein Geld mehr gehabt. Und dann ist er wieder zu der Tante Anna gekommen und hat gesagt, Tante Anna, hast du dein Geld eventuell noch? Könntest du mir das nicht wieder zurückgeben, weil ich muss die Rechnungen zahlen? Und Tante Anna, die hat das immer sofort wieder gegeben. Ich glaube, die hat das Geld nie für sich selber gebraucht. Sie war ganz für die Familie da gewesen. Und sie haben alle einander geholfen. Ja, es war wirklich eine schöne Atmosphäre gewesen. Man hat sich wohlfühlen. Auch Gäste, die gekommen sind, die haben sich wohlgefühlt. Und auch eben momentan sind wieder 2 Gäste da gewesen, und auch die haben das gemerkt. Und die haben auch gemerkt, dass dieser Familie, diesen Leuten, der Herr Jesus ganz, ganz wichtig ist. Und immer hat man auch über Jesus geredet. Oder über was man nicht geredet hat, ist auch über andere Leute. Sie haben nicht irgendwie schlecht über andere Leute geredet. Das haben sie nicht wollen. Sie haben lieber über das Gute reden. Über Jesus haben sie reden. Und es war wirklich eine schöne Atmosphäre. Die Leute sind gerne hierher gekommen. Nach dem Essen hat der Vater aus der Bibel vorgelesen. Und die beiden Gäste haben auch zugelassen. Daraufhin hat der eine dann gemerkt, dass er ein grosses Problem hat und er hat mit dem Vater reden. Zusammen sind sie in die Werkstatt gegangen und haben ein langes Gespräch gehabt. Schlussendlich sagt der Vater, der Herr Tenboom, sagt, komm, wir beten doch noch zusammen, weil Gott kann immer helfen. Und tatsächlich, das ist so. Das lesen wir an, zum Beispiel in Lukas Evangelium Kapitel 1, Vers 37. Dort steht, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Also Gott kann alles machen. Für ihn gibt es nichts, was unmöglich ist. Und das hat er auch dem Gast, also der Vater hat das dem Gast weiter sagen. Das ist etwas, was du darfst wissen. Für Gott ist nichts unmöglich. Darum kannst du ihm alles sagen und darauf vertrauen, dass er hilft. Und auch die Familie hat das ja oft schon erlebt. Wenn eine Uhr kaputt gegangen ist, dann haben sie als erstes gebetet, wenn die Mutter krank war. Oder wenn sie kein Geld mehr hatten oder sonst irgendetwas war. Dann haben sie das Gott gesagt und sie haben oft erlebt, dass Gott immer die Antwort auf alle Schwierigkeiten ist. Eben, ob sie kein Geld haben, ob es wegen Krankheiten ist, ob sie schlecht behandelt worden sind durch andere oder irgendwas. Gott ist die Lösung für alle Schwierigkeiten. Und was sie auch noch erlebt haben, ist, dass Gott gerade eben in Schwierigkeiten immer wieder auch Freude schenken kann. Ja, Gott ist da, Gott sorgt, Gott lässt seine Kinder nie im Stich. Vielleicht denkst du, das Leben ist nur schön, wenn man einen Haufen Geld hat, wenn man sich alles leisten kann. Aber die Familie da, die hat erlebt, dass es eben nicht so ist. Alle die schönen Sachen, die teuren Sachen, die kannst du alle verlieren. Selbst Geld kann man verlieren oder kann einem jemand wegnehmen. Und darum das Wichtigste ist, dass Jesus im Herzen ist. Und das kann einem niemand wegnehmen. Und ich habe es vorher schon gesagt, Gott macht glücklich. Weil Gott der wunderbare, gute Vater ist, der Menschen lieb hat. Und nur das Beste will für die Menschen. Ja, und das hat er gemacht. Cory hat das ja selber erlebt. Das hat Gott gemacht am Kreuz, wo er gestorben ist. Ich habe da das extra mitgenommen. Ja, wo Jesus da am Kreuz gestorben ist, hat er das nämlich nicht für sich gemacht oder für irgendjemanden, sondern für uns Menschen, für dich und für mich hat er das gemacht, weil er uns so fest liebt. Weil das Problem ist, durch unsere Sünden, durch das, was wir machen oder denken, was Gott nicht gefällt, sind wir nämlich von Gott getrennt. Das ist, wie wir Menschen sind auf dieser Seite und Gott ist auf der anderen Seite. Und in der Mitte ist ein tiefer Graben. Man kann nicht drüber. Oder wenn eine grosse Trennung, wir sind nicht mehr bei Gott. Es geht nicht. Und darum ist Jesus gekommen, dass er eben sterben konnte. Und wenn Jesus dir die Sünden vergibt, wenn du an ihn glaubst, wenn du ihn um Vergebung für die Sünden bittest, dann ist der Weg zu Gott wieder frei. Durch Jesus können wir mit Gott wieder zusammen haben. Wegen Jesus können wir mit Gott wieder Frieden haben. Und das ist ein wunderbares Geschenk, das er für dich und für mich gemacht hat. Ja, Jesus meint es nur gut. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Und wir haben ja einen wunderbaren Vers in der Bibel, wo genau das auch sagt, wo es genau so erklärt. Johannes 3, Vers 16. Den kennst du bestimmt oder hast du auch schon mal gehört. Dort heisst es,
Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, oder die Menschen, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also da steht es genau. Jesus ist gekommen, damit wir Menschen eben nicht verloren gehen. Damit wir nicht ohne Gott leben müssen, sondern mit ihm für immer dürfen im Himmel leben. Und das hat er für dich und für mich gemacht, weil er dich und mich so fest lieb hat. Er hat nicht für sich geschaut. Und die Familie Tenboom, die erinnert mich genau an das. Sie hat auch nicht eigentlich für sich gelebt, sondern sind immer für sich, also für die Familie und auch für andere, sind sie immer da gewesen. Und darum haben auch die verschiedenen Tanten dort in dieser Familie können leben. Tante Anna zum Beispiel, wo wir schon gehört haben, die fürs Kochen zuständig ist, aber dann war auch noch Tante Beth und Tante Jans im Haus gewesen. Tante Beth, die Kinder haben die aber nicht so besonders gern gehabt. Weil Tante Beth war eine, die immer gerne ein bisschen reklamiert hat. Bei allen hat sie immer ein bisschen etwas zu sagen gehabt. Zum Beispiel, wenn sie dreckige Hände hatten. Oder wenn sie nicht schön angelegt sind. Oder wenn sie zu spät gekommen sind. Oder wenn sie im Stegengeländer oben runtergerutscht sind. Oder bei anderen Sachen. Immer ein bisschen reklamiert. Darum, ja, haben wir nicht so gern gehabt. Tante Jans, die war anders wieder. Die war zwar einmal geheiratet, aber ihr Mann ist dann gestorben. Und darum war sie jetzt auch bei ihnen. Tante Jans war zwar wieder sehr grosszügig. Sie hat den Kindern immer Kleider gekauft. Nur das Problem war, dass sie immer so alte Kleider gekauft. Und die Kinder haben die überhaupt nicht gerne angelegt. Hüte und Kleider, das hat den Kindern gar nicht gefallen. Ausser der Cory, die hat das nicht gestört. Der war das gleich gewesen. Die hat alles genommen, was sie bekommen hat. Und darum hat der Cory oftmals ein bisschen am meisten bekommen. Ja, aber trotz allem, sie sind glücklich und zufrieden gewesen. Sie haben einander gehabt und vor allem eben, sie haben Jesus gehabt, der bei ihnen im Zentrum war. In dieser Stadt, wo sie gelebt haben, hat es einen Haufen Soldaten gegeben. Und die eine Tante Jans war das, die ist einmal auch wieder so durch die Straße gelaufen und dann hat sie, oder sind ihr einfach die Soldaten so aufgefallen, wie die da in einfachen Hütten leben und wie sie oftmals eben nichts zu tun haben. Also sie sind raus rumgelegen, rumgelungert und es war noch langweilig. Tante Jans hat gedacht, nein, das geht nicht. Ich muss etwas für die machen. Sie hat überlegt und plötzlich ist ihr dann auch eine Idee in den Sinn gekommen. Ich starte doch für die Soldaten so eine Art einen Bibelclub, einen Freizeitclub, wo mit ihnen zusammen etwas machen, irgendwelche Programme machen und zusammen auch aus der Bibel, aus Gottes Wort etwas erzählen und sie daraus lernen. Das machen wir doch. Tante Jans hat nicht lange überlegt, sondern sofort ist sie zur Tat geschritten und hat das umgesetzt. Hat das gemacht, was sie vorgehabt hat. Sie haben einen Raum eingerichtet, wahrscheinlich ein bisschen grösser als der hier drin. Haben sie einen Raum schön geschmückt und haben nachher die Soldaten eingeladen. Und die Soldaten, die sind auch tatsächlich gekommen. Ganz ein Haufen Soldaten sind gekommen in diese Stube hier. Und als sie so dort versammelt waren, ist ein Leutnant auch gekommen. Der Leutnant, der ist ein bisschen höher, ein bisschen Chef. Und der hat da im Eck plötzlich eine Orgel entdeckt. Und der Leutnant konnte nämlich Orgel spielen. Und so ist er nachher in einer Pause schnell dort hinter an die Orgel angeguckt und hat da angefangen zu spielen. Und er hat wunderbar gespielt, sage ich dir. Und die Soldaten und Tante Jans und die anderen, die noch dabei waren, die sind ganz ruhig geworden und haben ihm zugelassen. Wow, so schönes Orgelspiel. Das haben wir noch nie gehört. Tante Jans hat eine andere Idee gehabt. Wenn der so gut spielen kann, dann ist er sicher auch ein guter Lehrer. Der soll doch der Cory und ihrer Schwester auch beibringen, wie man Orgel spielt. Dann kann das Cory und die anderen Mädchen auch lernen. Und so ist sie zum Leutnant angegangen und hat ihn gefragt, Sie spielen wunderbar. Können Sie nicht da unseren, oder Ihre Nichten sind das gewesen? Das wäre doch super, wenn die nachher auch Klavier spielen könnten. Können Sie nicht denen lernen? Der Leutnant hat gesagt, ja, doch, das kann ich eigentlich schon machen. Und so ist es nachher zustande gekommen, dass sie regelmäßig bei ihm gelernt haben, Orgel zu spielen. Und nicht lange ist es gegangen, da ist Cory selber dort angehockt und hat die Lieder mit der Orgel begleitet. Und so hat Cory schon ganz als junge Person hat sie gelernt, zu dienen und etwas auch für Gott zu tun. Sie haben Lieder für Gott gesungen, Tante Jans hat aus der Bibel erzählt und Cory hat gelernt, so Gott zu dienen.
Und was sie aber nicht gewusst hat, ist, dass das von Gott her schon eine Vorbereitung ist für ihr weiteres Leben. Dann. Später wird sie mal vielen Menschen selber auch von Gott erzählen. Ja, aber sie hat nicht für sich gelebt. Sie hat so etwas Gott auch geben, weil sie hat ja schon erlebt, dass Gott für sie alles gemacht hat. Gott hat auch für dich alles gemacht. Ja, und Gott hat auch mit deinem Leben etwas vor. Jetzt, wo du noch jung bist, aber sicher auch später, wenn du erwachsen bist. Und überleg doch dir auch, wo und wie kannst du Gott dienen. Oder red auch mit ihm und frage ihn. Und das möchten wir jetzt auch noch gerade machen, miteinander zusammen beten. Jesus, wir danken dir, dass du uns Menschen so viel lieb hast, dass du für uns gestorben bist, aber dass du auch wieder auferstanden bist. Dass du lebst, dass du der Herr bist. Wir danken dir und danken einfach für deine grosse Liebe, die du zu uns hast. Amen. Ja, und das möchten wir jetzt auch noch gerade miteinander singen. Das Lied, wo es genau das heisst. Riesengroße Liebe, eine riesige, grosse Liebe, die Gott zu uns Menschen hat. Was hast du für eine riesengroße Liebe gehabt, dass du Kinder hast für groß und klein? Was hast du für eine riesengroße Liebe gehabt, und wir alle dürfen deine Freunde sein? Ich glaub, unser Scholli, unsere Lasten trägt. Jedes böse Wort, die was so verzeiht. Du bist gestorben, Herr, für mich, und Gott schenkt mir mit mir Sieg. Hast der Friede auf die Erde gebracht. Was musst du für eine riesengroße Liebe gehabt, dass du Kinder hast für groß und klein? Was musst du für eine riesengroße Liebe gehabt, und wir alle dürfen deine Freunde sein? Lebt auf unser Stuhl in seinem Leben gehabt. Du hast das von allen Menschen aufgetragen. Du hast Kinder auch für mich, dass ich mal mit dir kann sein. Hast der Weg zu Gott ganz neu aufgetan. Was musst du für eine riesengroße Liebe gehabt, dass du Kinder hast für groß und klein? Was musst du für eine riesengroße Liebe gehabt, und wir alle dürfen deine Freunde sein? Und wir alle dürfen deine Freunde sein. Cory hat schon als junger Mensch etwas für Jesus tun. Gott hat auch mit deinem Leben etwas vor. Jetzt, wo du noch jung bist, aber auch später, wenn du ein bisschen älter und erwachsen bist. Überleg doch einmal, was du heute für den Herr Jesus tun kannst. Und mit dem Quiz werden wir schauen, wie gut habt ihr wieder aufgepasst. Zu der ersten Frage. Warum ist Cory so gern mit ihrem Vater unterwegs gewesen? Die Antwort A: Mit ihm hat sie über alles reden. Die Antwort B: Dort hat sie endlich mal ihre Ruhe gehabt. Oder die Antwort C: Sie hat von ihm immer Süßigkeiten bekommen. Frage 2. Wie hat die Familie Tönbohm anderen Menschen Gottes Liebe gezeigt? Die Antwort A: Sie haben ihren Gästen immer wieder von der Bibel vorgelesen. Die Antwort B: Sie haben immer eine offene Tür gehabt. Oder die Antwort C: Sie haben auf der Straße Essen verteilt. Und Frage 3. Wie hat Cory bei dem Programm für die Soldaten mitgeholfen? Antwort A: Sie hat auf der Orgel gespielt. Die Antwort B: Sie hat für sie gekocht. Oder die Antwort C: Sie hat immer nach dem Programm noch für sie aufgeräumt. Und als Preis haben wir ganz feine Snickers, die wir hier rausgebracht. So, da. Genau. Wie immer können Sie das Quiz ausfüllen bis am Dienstag. Genau. Der Link steht unten. Und das war es auch schon von unserer Seite. Und wir freuen uns mega, euch nächstes Mal wieder begrüßen. Tschüss! Tschüss zusammen. Und
sie hat auch vor vielen Jahren gelebt. Und vielleicht hat es eben dort ganz ähnlich ausgesehen. Sie hatten sicher auch einen Tisch gehabt, wahrscheinlich noch einen grösseren Tisch, als es jetzt hier hat, weil ihre Familie sind schon einige Personen gewesen. 9 Personen, also die Eltern, 4 Kinder und 3 Tanten haben dort gelebt. Und dann haben sie auch oft immer wieder Gäste gehabt, also haben sie sicher Platz gebraucht, einen Tisch. Er hat auch die Fragen, die sie gestellt hat er überhaupt nicht komisch gefunden. Er hat ihr immer ganz freundlich und ehrlich eine Antwort gegeben, hat sie nie ausgelacht, er war einfach für sie jetzt da gewesen. Gori hat das aber auch noch an jemand anderen erinnert. An jemand viel Grösseres, jemand Wunderbares, sogar an einen wunderbareren Vater, nämlich an Gott im Himmel. Da hat der Topf mit der Suppe drin und jetzt musst du dir vorstellen, Tante Anna war da und jetzt plötzlich kommen noch 2 weitere Gäste. Schaut sie ihr. Oh, du, das lange gar nicht, was mache ich jetzt? Und schnell hat sie einen Trick gemacht. Sie hat nämlich einfach da ein bisschen Wasser genommen, Krug Wasser. Und hat noch ein bisschen mehr Wasser in den Suppentopf eingeleert. Ich starte doch für die Soldaten so eine Art Bibelclub, einen Freizeitclub, wo mit ihnen zusammen etwas machen, irgendwelche Programme machen und zusammen auch aus der Bibel, aus Gottes Wort, etwas erzählen und sie daraus lernen. Sie hat nicht für sich gelebt, sie hat so etwas Gott auch geben, weil sie hat ja schon erlebt, dass Gott für sie alles gemacht hat. Gott hat auch für dich alles gemacht. Ja, und Gott hat auch mit deinem Leben etwas vor. Jetzt, wo du noch jung bist, aber sicher auch später, wenn du erwachsen bist. Und überleg doch dir auch, wo und wie kannst du Gott dienen. Ja, und zum Preis haben wir für euch ganz feine Sneakers. Aus den Sneakers. Das ist jetzt auch schön lachen. Aus den Sneakers. Ich habe jetzt eigentlich noch gut gefunden. Fand ich ein bisschen flach. Okay, wir machen es nochmal. Soll ich da? Fühlst dich schon so wohl vor der Kamera, dass du einfach nicht mehr so einen Spruch machst. Ja. Wenn du so angestrengt wärst, wärst du zu konzentriert. Ja. So. Okay. Kennen die 2 Typen, die aus dem Sumpf sind? Ich kenne einfach nicht, was wichtig ist im Leben. Okay, außer der JJ. Okay. Ist gut, bereit. Ich muss zuerst noch ja, aber dann bin ich vorbereitet. Ich glaube, Kinder checken das nicht. Ist egal. Nein, musst du noch nicht bringen. Nein, ist schon gut. Also.